flüstert der Dumisani, mein bester Freund. Tot langweilig. Finde ich auch, sag ich. Es ist Montag und wir hocken in der ersten Reihe von der Klasse 4 SV von der Miss Fenter und lesen gerade eine super öde Geschichte. Es geht um den Markus, der auf den Markt geht. Und dann sollten wir Fragen zum Text beantworten. Warum geht der Junge zum Markt? Was trägt er in seiner Tasche? Worüber macht er sich Gedanken? Der Dumisani stupft mich an. Hey, Dougal, ich weiss, warum der Typ zu Fuß zum Markt geht. Weil sein Lamborghini eine Platte hat. Hey, Dumisani, und weisst du, was er in seiner Tasche hat? Das zahme Elefantenbaby Spaghetti-Nase. Okay, und was denkt er? Plötzlich steht Miss Fenter vor unserem Pult. Dougal, Dumisani, Ruhe! Also wirklich! Sie klöpft sich auf ihre Brust und Kreidestaub wirbelt aus ihrer Bluse auf. Ja, sind mal endlich still! Tönt's von hinten. Ich muss mich konzentrieren! Das ist Cherise. Sie sitzt allein an einem Zweierpult. Niemand will neben ihr hocken. Sie ist so gescheit und weiss alles besser. Wir drüllen uns zu ihr und schneiden ein paar von unseren besten Grimassen. In dem Moment geht die Tür auf und unser Schuldirektor, der Mr. Rasul, kommt rein. Aber nicht allein. Hinter ihm läuft ein Kind. Die ganze Klasse vergisst aufzustehen. Cherise natürlich nicht, aber der Rest von uns glotzt einfach. «Kinder», sagte Mr. Rasul, «das ist Tommy McAdam. Denkt daran, an der Colliery Primarschule nehmen wir unsere neuen Mitschüler freundlich auf. Wir sind nett und hilfsbereit.» Alle sind mucksmüsli still und starren den Neuen an. Er hat die grüne Schuluniform von der Colliery Primarschule an und hat normale, braune Augen. Aber etwas ist außergewöhnlich. Seine Nase, sein Maul, seine Backen und seine Haare, also sein ganzer Kopf, steckt unter einer rot-orange gestreifelten Wollkappe, die bis zum Hals runtergeht. Nur für die Augen hat es 2 Schlitze. Der Ernst muss neben Cherise hocken. Es ist der einzige freie Platz. Die Miss Fenter gibt ihm das Buch fürs Leseverständnis und Cherise erklärt dem Tommy ganz genau, wie das ist mit dem Markus und dem Fisch in seiner Tasche. Der Dumisani und ich beschäftigen uns nicht länger mit dem Markus und seinen Einkäufen. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen überlegen, warum der neue echte Wollkappe anhat, die bis zum Halszäpfchen runtergeht. Vielleicht hat er ein riesiges Muttermal auf der Backe. Oder bei einem Brand ist sein ganzes Gesicht verbrennt. Oder er hat überall Narben von einem Unfall. Dougal, Dumisani! Also wirklich! Die Miss Fenter schon wieder. Der Dumisani hebt sein Leseverständnisbuch höher, damit wir uns besser dahinter verstecken können. Gleich ist es 9 Uhr Pause. Dann muss er das Wollending abziehen und wir sehen, was drunter ist. Wir laufen mit dem Tommy in unserer Mitte über den Pausenplatz. Der Mr. Rasul hat ja gesagt, wir sollen nett sein. Der Dumisani stellt uns vor. Ich heiße Dumisani und das ist der Dougal. Zwischen uns nickt eine Wollkappe. Und dann fragen wir ihn aus. Wo hast du voran gewohnt? Wo bist du in der Schule? Hast du Geschwister? Hast du eine Playstation? Nur etwas fragen wir ihn nicht. Warum hast du die Kappen über dem ganzen Kopf? Dann nimmt er sich das 9 führen. Der Dumisani und ich schielen zu ihm über. Und dann... Der Tommy schiebt seine Kappe einfach mit der linken Hand am Hals ein bisschen auf und schoppt sein Tomatenbrötchen mit der rechten Hand ins Maul. Vom Schuttiplatz ruft der Oberkeng. «Dougal, Dumisani, kommt! Wir shooten! Und bringt den Neu mit!» «Fußball? Ich? Ich habe noch nicht so viel gespielt. Ich weiss nicht, ob ich...» stottert der Tommy. Aber der Dumisani verspricht ihm grosszügig, dass er ihn coacht. Dann gehen wir spielen. Der Xavier, der Riyad, der Johann und der Mokrezi von unserer Klasse sind da. Der Tommy spielt echt super.
Und dann hat er noch so eine Kappe über dem ganzen Gesicht. Wo es läutet, ruft der Oberkeng: «Hey, Tommy Mütze! Morgen spielst du in meinem Team, okay?» Nach der Pause haben wir Geografie. Der Tommy malt still und konzentriert einen Maiskolben auf seinem Arbeitsblatt aus. Aber ehrlich, spielt's ein Rugel, wo Mais angebaut wird? Oder wie lange es geht, bis ein Äpfel reif ist? Der Dumisani und ich schmieden lieber einen Plan, wie wir dem Tommy sein Geheimnis entlocken können. Cherise zischt schon wieder: «Sind nicht so neugierig. Wenn's der Schulleiter okay findet, dass er mit einer Kappe in die Schule kommt, kann euch das auch gleich sein.» Aber man merkt ihr an, dass auch sie selber gern wissen will, was er unter seiner Kappe versteckt. Alle wollen es wissen. Die Schüler aus der 4. und auch die Fiesling aus der 5. und sogar die Snobs aus der 6. Klasse starren den Tommy an, wenn er mit seiner Kappe über dem Kopf an ihnen vorbeiläuft. «Nach der Schule fragen wir ihn», sagt der Dumisani, «wenn wir auf dem Heimweg sind.» «Das machen wir, finde ich.» «Ja, und morgen erzählen dir's», sagt Cherise, wo uns die ganze Zeit zugelassen hat. «Dumisani? Dougal? Cherise? Also wirklich?» schimpft die Drachenlady, also die Miss Fenter. Sie klöpfelt sich auf die Brust, dass der Kreidestaub nur so umwirbelt. Es ist Dienstagmorgen. Der Dumisani und ich stehen noch nicht mal eine Sekunde auf dem Pausenplatz, da kommt Cherise zu uns. «Ah, da ist ja das Duo-Desaster. Wie sieht's aus? Sagt schon.» Sie stemmt ihre Hände in die Hüfte. Wir hassen es, wenn man uns Duo-Desaster sagt. «Ich habe gemeint, wir sollen nicht so neugierig sein», stichelt der Dumisani. «Klingt nicht so kindisch», sagt Cherise genervt. Der Dumisani würde gern weiterföppeln, aber ich stupfen. Er sagt: «Okay, Cherise, wir haben den Tommy gefragt. Und er hat gesagt: ‹Will.› Das ist alles.» «Will?» Cherise runzelt die Stirn. Das ist keine richtige Antwort. Es muss heissen «will» und etwas. Nur «will» sagen, das macht ja keinen Sinn. In dem Moment sehen wir den Tommy auf dem Pausenplatz. Heute hat er eine dunkelblaue Wollkappe an. Ich hätte Lust, ihm die Kappe einfach wegzureissen, aber das wäre gemein. Cherise sagt: «Ich zeige euch schon noch, wie man das Geheimnis lüftet. Nämlich mit Psychologie.» «Mit was?» fragt der Dumisani. Aber Cherise lässt uns einfach stehen. Wir gehen shooten. Der Tommy ist damals im Team vom Oberkeng und schießt sogar ein Goal. Es macht mega Spass. Einmal bis uns die Fiesling von der 5. Klasse den Ball klauen. Und dann haben wir Matti. Der Dumisani und ich sind während der Stunde ganz still. Wir warten, dass Cherise mit ihrer Psychologie anfängt. Die anderen von der Klasse schauen zu uns und wundern sich, warum wir so brav arbeiten. Zuerst geht der Oberkeng seinen Bleistift spitzen. Als er auf dem Weg zum Kübel bei uns vorbeiläuft, flüstert er: «Was ist los? Sind ihr krank?» Dann muss der Johann vom Riad das Lineal auslehnen. Als er auf unserer Höhe ist, fragt er leislich: «Geht's gut?» Und dann schnitzt sich die Handy in voller Lautstärke ihre Nase. Unterwegs zum Kübel beugt sie sich zu uns und fragt: «Was läuft? Habt ihr eure Zunge verschluckt?» Da langt's der Miss Fenter. Sie sagt den anderen, sie sollen sich nicht wie Springteufel aufführen. Der Dumisani und mich lobt sie, weil wir so ruhig am Arbeiten sind. Dann sagt sie zum Billy, wo vor sich hin träumt, er solle nicht immer aus dem Fenster raus schauen. Wo Cherise endlich mit ihrer Psychologie anfängt, sind der Dumisani und ich schon bei der 5. Rechnung. «Tommy», sagt sie, und wir lehnen uns ein bisschen hindern. «Weisst du eigentlich, warum wir der Miss Fenter Drachenlady sagen?» «Nein, wegen was?» nuschelt der Tommy durch die Wollmasche von seiner Kappe. «Will», sagt Cherise. «Was soll das heissen, will? Will was?» «Ah, du willst den Grund wissen.
Okay. Es ist, weil die Miss Fender sich immer auf die Brust klopft und dann Kreidestaub umwirbelt. Das sieht aus wie beim Puff. Weisst du, dem Zauberdrachen aus dem Lied? Dem steigen die Rauchwölkchen aus den Nasenlöchern. Ah, macht der Tommy. Okay, sagt Cherise. Jetzt frage ich dich etwas und du sagst mir den Grund. Der Dumisani und ich trauen uns nicht zu schnaufen. Aber dann? Schwatzt du etwa? Cherise! Schon wieder! Was ist diese Woche nur los mit dir? Jetzt ist Cherise ruhig. Sie wollte keinen Ärger mit der Miss Venter bekommen. Die ganze todlangweilige Mathestunde gibt sie keinen Ton mehr von sich. Dann fängt die Biologie an. Warum muss man wissen, wie die verschiedenen Flossen von einem Fisch heissen? Der Dumisani zeichnet dem Fisch auf seinem Arbeitsblatt einen Cowboyhut und Rastalocken. Ich schreibe bei meinem grad die Rückenflosse an. Die Miss Fenter steht beim Billy und passt auf, dass er aufs Arbeitsblatt und nicht wieder zum Fenster rausschaut. Da fängt Cherise wieder an. Okay, Tommy, flüstert sie. Ich will wissen, warum du die Kappe anhast. Der Tommy sagt, «Will.» «Will was?» bohrt Cherise. «Will», sagt der Tommy. Dann schweigt er. Cherise kann bohren, wie sie will. Es nützt nichts. Der Dumisani und ich konzentrieren uns wieder auf unsere Fische. Er schreibt beim Fisch die Kiemen an, ich mal mit Kopfhörer und eine Brille. In der Pause gehen wir zu der Cherise. Ja, Frau Schlauberger, föppelt der Dumisani. Deine Psychologienummer funktioniert nicht. Aber keine Angst. Der Dougal und ich haben einen Plan B. Genau, sage ich, obwohl ich zum ersten Mal von dem Plan B höre. Schau und lern. Cherise lässt uns einfach stehen und geht mit dem Mo weg. Sie sagt ihr, wir wären die kindigsten und nervigsten Buben der 4. Klasse. Die Mo sagt nichts dazu. Sie sagt sowieso nie etwas. Nie. Wo es Zeit ist zum Heimgehen, machen wir uns an Dumisani seinen Plan B. Es ist ein genialer Plan. Wir schleichen dem Tommy unauffällig hinterher bis zu seinem Haus in der Daffodil Street. Wie echte Geheimagenten. Wir verstecken uns hinter einem Busch und ein paar abgestellten Autos. Wo der Tommy im Haus ist, schleichen wir um die Ecke hinter das Haus. Dort hat es ein paar Holzkisten, die wir aufeinander stapeln. Und dann klettern wir die Wand noch rauf. So können wir gerade ins Fenster hineinschauen. Der Tommy ist in seinem Zimmer. Seine Mutter kommt rein und nimmt ihn in den Arm. Und, wie war es in der Schule? Hast du jemanden gefunden, mit dem du gut auskommst? Es war das letzte Mal, dass wir gezügelt sind. Jetzt hat der Papi einen Job, wo er nicht mehr herumreisen muss. Und dann... Der Tommy langt mit beiden Händen an seine Kappe und fängt an, sie vom Kühni anzurugeln. Am Mittwochmorgen, wo der Dumisani und ich gerade auf den Pausenplatz kommen, wartet unsere Miss 9-mal klug auf uns. Und, was ist passiert? Wo die Cherise von uns wissen. Dougal, Dumisani, sagt schon. Sie stemmt die Hände in ihre Hüfte. Also erzählen wir, wie unsere Spionageaktion gelaufen ist. Wir haben beim Tommy die heiße Fenster hineingespienzelt und gerade als er seine Kappe abziehen wollte, da rutscht die Kiste, wo wir drauf gestanden sind, unter uns weg. Es gibt einen mega Krach, dann kommt ein riesiger Hund um die Ecke gerannt. Ein Rottweiler oder so. Mit scharfen Vampirzähnen. Wir mussten vorzäckeln, erklärte Dumisani. Sonst hätte uns das Biest zerfetzt. Darum haben wir den Tommy dann eben doch nicht ohne seine Kappe gesehen. Cherise schüttelt den Kopf. Egal, sage ich, weil jetzt kommt Plan C. Plan C ist mir gerade eingefallen. Ich flüstere dem Dumisani ins Ohr. So leislich, dass Cherise nichts hört. Der Dumisani lacht. «So machen wir das», sagt er. «Los, Dougal!»
Wir rennen kreuz und quer über den Pausenplatz zu allen Klassenkameraden und erklären ihnen den Plan C. Ausser der Cerise natürlich. Der Oberkeng und der Riyad sind sofort einverstanden. Tanna und Tandi auch. Wir spüren Donna auf. Sie hockt mit dem Lexikon unter einem Baum, zusammen mit dem Mo. Donna nickt. Könnte funktionieren. Die Mo sagt nichts. Und dann kommt auch schon der Tommy auf den Pausenplatz. Mit einer beigen Wollkappe mit weißen Streifen. Im Unterricht müssen wir abschreiben, was auf der Tafel steht über gründliche Zahnreinigung. Aber alle haben Wichtigeres im Kopf als Zahnseide. Zuerst muss jeder einen Grund finden, um am Tommy seinen Platz vorbeizulaufen. Tanna streckt auf. «Entschuldigung, Miss Fenter, kann ich bei Beatrice einen rosa Farbstift holen, damit ich das Zahnfleisch auf dem Bild richtig ausmalen kann, bitte?» Wo sie beim Tommy vorbeikommt, flüstert sie: «Warum hast du das Ding eigentlich an?» Dann streckt der Oberkeng seinen Arm in die Luft. «Entschuldigung, Miss Fenter, ich muss auf die Toilette.» «Jetzt sofort, Oberkeng?» Der Oberkeng verzieht sein Gesicht. «Ganz dringend, Miss Fenter.» Aber so dringend ist es denn doch nicht, dass er nicht noch kurz beim Tommy anhalten könnte zum Flüstern. «Echt jetzt? Wir müssen es wissen. Wieso ziehst du das Wollending über den ganzen Kopf?» Und so geht's weiter. Wir sind uns sicher, dass es am Tommy irgendwann den Deckel lupft und er uns erzählt, was wir wissen wollen. Nur, dass er endlich Ruhe hat. Die Miss Fenter verliert langsam die Geduld. «Was ist denn mit euch wieder los? Ihr hüpft rum wie Springteufel. Noch schlimmer als gestern. Also wirklich.» Aber der Tommy, wo wir jetzt schon Mütze nennen, lässt sich nicht knacken. Er gibt immer die gleiche Antwort. «Will.» Der Dumisani und ich sind alles andere als glücklich. Und dass Cerise in der Pause auf uns zusteuert, macht unsere Laune nicht gerade besser. Wenn etwas ordentlich gemacht sein soll, dann muss es ein Mädchen machen. Schaut und lernet. Die ganze Pause flüstert sie mit den anderen von der Klasse. Nach der Pause müssen wir einen Aufsatz schreiben über mein spannendstes Urlaubserlebnis. Aber niemand macht's. Alle schreiben etwas auf kleine Zettel und geben sie über zu der Cerise. Der Dumisani und ich drüllen uns immer wieder um, aber Cerise steckt alle Zettel schnell in ihr Wörterbuch. Irgendwann geben wir auf und schreiben den Aufsatz über unser langweiligst, spannendste Urlaubserlebnis. Wo die Schulglocke läutet, sind wir vor Neugier schon fast geplatzt. Wir stürmen zu der Cerise. Sie lässt uns vor sich runterknündeln und wir müssen sie anbetteln und ihr versprechen, dass wir ihr keine Grimassen mehr schneiden und, ja klar, wir müssen sagen, dass Mädchen viel gescheiter sind als Buben. «Okay», sagt Cerise endlich. Sie macht ihr Wörterbuch auf. «Da, könnt ihr lesen?» Die Zettel sind super. Alle haben aufgeschrieben, was sie denken, warum der Tommy immer eine Kappe anhat. Weil er riesige Ohren hat, wie Kohlblätter. Er schämt sich. Liebe Grüße von Hanna. Weil er ist eigentlich ein berühmter Fußballstar und er muss sich vor seinen Fans verstecken. Von Xavier. Seine Mutter strickt gerne, aber sie kann nur Skimützen stricken, weil sie nur die Anleitung für Skimützen hat. Liebe Grüße, Jasmina. Die Mo hat etwas ziemlich Abgefahrenes auf den Zettel geschrieben, nämlich, dass der Tommy vielleicht in einem Zeugenschutzprogramm sei, weil er einen Mord beobachtet hat. Und die Polizei hätte ihm Mr. Rasul befohlen, dass der Tommy müsse sein Gesicht verstecken, für den Fall, dass ihn jemand zum Schweigen bringen. «Warum ist die eigentlich immer so still, wenn sie sich so Sachen ausdenken kann?» sagt Dumisani mit Bewunderung. Und dann schreibt noch der Oberkeng: «Es ist, weil der neuen Alien ist, mit einer lila Nase und grünen Lippen. Er wurde zur Erde geschickt, um festzustellen, wie intelligent wir sind. Blöd nur, dass er jetzt hinter Dougal und Dumisani sitzt. Weil nun glaubt er, dass wir alle komplette Idioten sind. Hehe, nur Spaß von Oberkeng.» «Hört, das ist mein Plan», verratet Cerise. «Am Freitag müssen wir doch alle einen Vortrag halten. Dann lese ich die Zettel laut vor.
Vielleicht nervt sich der Tommy ja so über die falschen Gründe, dass er uns den richtig verratet. Wie jeden Donnerstag gibt es am Morgen eine Schülerversammlung. Die ganze Kolleri-Primarschule, von der 1. bis zur 7. Klasse, versammelt sich in der Aula und unser Schuldirektor, der Mr. Rasul, redet über den freundlichen Umgang miteinander. Sein Lieblingsthema. «Kinder», sagt er, «es gibt so viel Grausamkeit auf der Welt. Wir wollen keine hinzufügen. Nein, lasst uns Sonnenstrahlen aus Freude und Güte sein.» Der Mr. Wasserfall, also der Mr. Rasul, hat Tränen in den Augen. Wie immer, wenn er über das Gütigsein redet. Aber die Fiesling von der 5. denken nicht daran, Sonnenstrahlen zu sein. Im Gegenteil, sie flüstern den Mützen Sachen zu. «Hey, Sockenkopf, versteckst du einen Kürbis drunter?» «Hey, Teewärmer-Hirni, weisst du eigentlich, wenn du schnüssen musst? Klebt denn überall Schnuder. Wäh!» Wir rutschen näher zum Tommy, falls er Angst hat oder so. Nach der Versammlung müssen wir ein ödes Diktat schreiben. Cherise hat wieder einmal keinen einzigen Fehler. Dann ist Pause. Der Dumisani und ich essen gerade ein Bananenjoghurt. Da sehen wir etwas Schlimmes. Die Fiesling von der 5. schleifen den Tommy zum Gebüsch hinter dem Schopf. Jeder weiß, was jetzt hinter dem Schopf passiert. Wir kumpeln auf und rufen dem Riyad, dem Johann und den anderen zu. «Schnell! Die Fiesling von der 5. haben die Mütze! Kommt!» Wo wir beim Schopf sind, liegt die Mütze schon am Boden. Die Fiesling drücken ihn ins Kies und heben seine Beine fest, dass er nicht ginken kann. Sie boxen ihn mit Arm, dass er die Kappe loslässt. Der Tommy wehrt sich. Es ist gleich aussichtslos. Man sieht schon seinen Hals und ein Stück von seinem Knie. Und dann hat es plötzlich einen roten Fleck auf der Wollenkappe. Dort, wo am Tommy seine Nase muss sein. Es sieht nach Blut aus. Wir helfen. Mit aller Kraft. Der Riyad rennt Kopf voraus auf den Anführer der Fiesling zu und rammt ihn in den Magen. Der Oberkern kreiset seine Arme wie Rotorblätter von einem Helikopter. Der Dumisani und ich knüllen zum Tommy runter und versuchen, die 5. Finger von seiner Kappe wegzureissen. Der Mokezzi ruft: «Ich sag's, Miss Venter!» Aber wir haben keine Chance. Die Fieslinge sind viel grösser und stärker und viel fieser. Man sieht schon einen Teil vom Tommys im Ohr. Da taucht plötzlich Cherise mit der Miss Twetwe auf. Die Miss Twetwe ist mega gross und mega streng. Sie bläst kurz und kräftig ihre Pfeife. Alle erstarren. «Zum Mr. Rasul! Alle! Sofort!» Eine Schlägerei! Und das da an der Kolleri-Primarschule. Grosse Tränen laufen über die Backen vom Schuldirektor. Dann sieht er den Tommy und den Blutfleck auf seiner Kappe und schickt uns Viertklässler zurück zu der Miss Venter. Die Fünftklässler müssen noch bleiben und sich eine Standpauke anlassen. Der Dumisani und ich nehmen den Tommy in die Mitte, zur Sicherheit. Der Tommy humpelt ein bisschen und reibt seinen Arm. Aber sonst ist, glaube ich, alles okay. Nur über den Mr. Rasul wundert er sich. «Ich glaub's nicht. Ich war an 7 verschiedenen Schulen. 7! Auch in Europa. Aber einen brüllenden Schuldirektor habe ich noch nie gesehen. Nicht einmal eine Direktorin. Wegen dem sagen wir ihm ja auch Mr. Wasserfall.» Der Tommy nickt. «Hast gecheckt?» Er lacht. «Ich finde, er ist echt tapfer.» Wo wir ins Klassenzimmer kommen, müssen wir unsere Lesebücher vornehmen. Obwohl wir gar kein Lesen hätten. Die Miss Venter bringt den Tommy ins Krankenzimmer zu der Miss Modis. «Lest weiter, bis wir zurückkommen», sagt sie. Aber nicht einmal Cherise kann sich konzentrieren. Sie stellt sich vor die Klasse. «Hört zu!» Sie tönt wie die Miss Venter. «Ich tu morgen eure Zettel nicht vorlesen. Ich weiss, ihr habt euch Mühe gegeben, aber ich finde, wir sollten den Tommy wegen seiner Kappe in Ruhe lassen. Wir wollen ja nicht, dass er sich noch mieser fühlt. Er kann es uns ja einfach sagen, wenn er parat ist. Einverstanden?» «Klar, finde ich gut. Okay, kein Problem. Ja, der arme Siech.»
Der Dumisani und ich schauen uns an. Wir denken das Gleiche. «Wart mal, Cherise», sage ich. «Wir hätten da eine Idee. Also, was wäre, wenn... obwohl... nein, da würden nicht alle mitmachen.» Cherise wird ungeduldig. «Würdet was nicht mitmachen? Dougal!» Der Dumisani übernimmt. Er stellt sich neben Cherise vor die Klasse und erklärt unsere Idee. Und wer hätte es gedacht? Cherise findet unsere Idee brillant. Und alle anderen sind auch begeistert. Sie klatschen und jubeln. Der Lärm hört erst auf, wo die Miss Fenter mit dem Tommy zurückkommt. Er schmeckt, als hätte man ihn mit allen Salben und Desinfektionsmitteln und Gels aus der Schulapotheke eingeschmiert. Nach der Schule bringen der Dumisani und ich den Tommy heim. Wir laufen mit geradem Rücken und ausgestreckter Brust und schauen möglichst fies und düster umeinander. Wo wir beim Thomas im Gartentor ankommen, sagt der Dumisani: «Bis morgen, dann gibt's eine Überraschung für dich.» «Was für eine Überraschung?» fragt der Mütze. Aber da kommt seine Mutter, sieht den Blutfleck und verschreckt an. Der Dumisani und ich gehen schnell heim. Wir müssen ja noch unsere Ausrüstung für morgen organisieren. Für die Operation «Brillante Idee». Es ist Freitag und der Tommy hat eine blaue Kappe über dem Kopf. Aber das fällt niemandem auf. Die Miss Fenter macht grosse Augen, aber sagen tut sie nichts. Alle, wirklich alle von der Klasse haben etwas über den Kopf gezogen. Ich habe einen gelismeten Teewärmer von meinem Grossi ausgelehnt. Er ist rosa-lila kariert. Der Dumisani hat eine Militärsturmmaske von seinem Cousin. Voll profimässig und aus Tarnstoff. «Super, oder, Dougal?» sagt der Dumisani durch seinen Maulschlitz. Ich nicke. Dann drüllen wir uns um, um zu schauen, ob der Tommy sich über die Überraschung freut. Er lächelt. Dann schaue ich in der Klasse umeinander. Es ist grandios. 31 verpackte Köpfe. Es ist Freitagnachmittag und Zeit für unsere Vorträge. Wo wir ins Klassenzimmer gehen wollen, haltet uns der Tommy auf. «Hey, hört, wegen dem Vortrag. Könntet ihr etwas für mich machen? Könntet ihr der Klasse erzählen, warum ich die Wollenkappe anhabe? Ich sag's euch und ihr sagt's den anderen?» Der Dumisani und ich schauen den Tommy überrascht an. Er holt tief Luft und erzählt. Als er fertig ist, schüttle ich den Kopf. «Ist das alles?» Aber Dumisani seine Augen leuchten. «Mach dir keine Sorgen, Tommy Mütze. Ich mach das.» Der Dumisani kann es gar nicht erwarten, bis die Stunde anfängt. Er drüllt sich zum Tommy um und sagt: «Hey, Mütze, wie wär's? Ich erkläre alles und wenn ich fertig bin, kommst du einfach zu mir führen und ziehst deine Kappe vom Kopf. Einfach so. Das Publikum wird's lieben.» Aber bevor der Tommy antworten kann: «Dumisani, Dougal, schaut nach vorne!» «Nun, wer möchte denn zuerst sprechen heute?» Dumisani seine Hand schiesst wie eine Rakete auf. Aber auch ein paar andere Hände. Die Miss Fenter wählt jemanden aus der hintersten Reihe aus, ein Mädchen mit einem Mundschutz wie im Spital. Der Dumisani und ich sind nicht sicher, wer es ist. Wir erkennen nicht einmal die Stimme. Sie fängt laut und deutlich an. «Ich werde euch heute eine wahre, lustige Geschichte erzählen. Es geht um ein Taxi, wo Happy Days heisst, und um einen schlecht gelaunten Taxifahrer. Sie tut so, wie wenn sie der Taxifahrer wäre. Sie motzt die Fahrgäste an, beschwert sich über den Verkehr und über das Radio, das tönt, wie wenn es den Hitzki hat. Die Klasse kugelt sich vor Lachen. Jetzt weiss sie, wer da vorne steht und redet. Die Mo! Die nächste ist Donna. Sie erklärt, dass die Gesichtskappe, die sie anhat, Balaklava heisst. So wie die Stadt, wo die Engländer einst gegen die Russen gekämpft haben. Den Engländern war es so kalt, dass sie eine Kappe über das ganze Gesicht gebraucht haben. Interessant. Wir klatschen.
Dumisani, möchtest du der Nächste sein? Fragt Miss Fenter. Er fängt an. Ihr findet die Schule nicht besonders toll, oder? Fragt er in die Runde. Alle lachen. Aber diese Woche war alles anders. Also, ich konnte gar nicht früh genug in der Schule sein, weil das die beste Woche im ganzen Schuljahr war, wegen unserem Neuen und seiner Mütze. Er erzählt, dass der Tommy an verschiedenen Schulen war, wegen der Arbeit von seinem Vater. Dass der Tommy 7-mal der Neue war und wie absolut tödlich es ist, der Neue zu sein, weil er den jeden anstarrt und hinter dem Rücken flüstert. Und dann, im letzten Januar, kam er wieder an eine neue Schule. In Schottland diesmal, erzählte Dumisani. Da ist es im Winter eiskalt. Also trug er eine Wollmütze, so wie die Jungs in Balaklava. Und plötzlich fühlte er sich nicht mehr so unsicher. Logisch, oder? Im Publikum nicken die Mütze, Schals und Nylonstrümpfe. Also fragte Tommy Mr. Rasul, ob er seine Mütze auch an der Colliery Primarschule tragen dürfe. Und das, Leute, ist er. Der Grund. Das ist der Grund, weshalb Tommy diese Mütze trägt. Wir lagen alle falsch. Es ist still. Alle sind ein bisschen enttäuscht. Dumisani seine Vorstellung ist aber noch nicht fertig. Und jetzt habe ich möglicherweise eine kleine Überraschung für euch, sagt er. Vielleicht, nur vielleicht, zieht Tommy jetzt seine Mütze aus. Weil er ja gar nicht mehr der Neue ist. Er ist einer von uns. Stimmt's? Los, Leute! Tommy, Mütze! Tommy, Mütze! Tommy, Mütze! Langsam kommt der Tommy führen und stellt sich neben den Dumisani. Auch wenn sein Grund nicht so aufregend ist, wir sind alle gespannt, wie er aussieht. «Nur noch etwas», sagt der Tommy. «Ihr müsst mir versprechen, dass ich weiter mit euch shooten darf, auch ohne Kappe.» Der Oberkräng ruft aus der hintersten Reihe: «Sicher, du bist unser Torschützenkönig und so bleibt's auch!» Der Tommy nickt. Und dann, langsam, ganz langsam zieht er die dunkelblaue Wollkappe vom Kopf. Wir sehen sein Knie, sein Maul, seine Nase, seine Backen, seine Stirn und zuletzt seine braunen Locken. Ein Publikum verschlägt den Schnuff. Wir trauen unseren Augen nicht. Dann, endlich ruft Cherise: «Mütze ist nicht unser Torschützenkönig. Mütze ist unsere Torschützenkönigin!» Tommy lächelt verlegen. Sie hat ein herziges Lächeln. «Es tut mir leid. Ich hätte es euch sagen müssen», murmelt Tommy. «Meine Familie sagt mir Tommy. Aber eigentlich heisse ich Thomasina, Karen McAdam.» Da fängt der Dumisani wieder an und die Klasse setzt ein. «Thomasina! Thomasina!» Sogar die Miss Fenter macht mit. «Thomasina!» Plötzlich drüllt sich der Billy, wo die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut hat, um. «Hä?» sagt er. «Wieso hat der Neu so lange Haare?» Wir können nicht anders. Wie mit einer lauten Stimme rufen wir: «Drum!» Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.